Geschichte vom goldigen Nussknacker von Linda Weidmann. Kapitel 3. Und das letzte Mal beim goldigen Nussknacker. Du Arlecchino, geh mal zum Dottore rüber. Si, Signore. Arlecchino, du hast deine Flöte vergessen. Deine Flöte wird durch dieses Mittel unser Rattenproblem lösen. Hax! Hilfe! Arlecchino! Die Nacht brach über Venezia herein. Im Vorhof zündete Sergenti die Laterne an und marschierte vor dem goldenen Nussknacker beschützend hin und her. Als die Stunden verstrichen, überkam ihn jedoch die Langeweile. Oh, ist das langweilig. Wow, was für ein schöner Mond. Dunkel war's, der Mond schien helle. Hä? Sergente erschrak an einem Geräusch und drehte sich schnell um. Hallo? Ist da jemand? Muss wohl der Wind gewesen sein. Als ein Wagen, Blitze, schnelle... Was? Aber ich habe doch etwas gesehen. Zeig dich! Sergente leuchtete mit seiner Laterne in die Richtung, aus der er den Schatten zu sehen gemeint hat. Plötzlich schoss eine Ratte aus der Ecke hervor. Was? Wir? Wo ist die? Von allen Seiten öffneten sich die Fenster und Columbina stürmte mit einer Pfanne in der Hand aus der Tür. Was ist mit dem Nussknacker? Was ist denn das für ein Lärm? Ui! Ich habe eine Pfanne und ich will sie benutzen. Sorry. Ich habe mich nur ab der Ratte verschrocken. Herrgott, Sergente! Sind Sie noch ganz bei... ein Dieb! Eine dunkel gekleidete Gestalt hatte den goldenen Nussknacker an sich genommen und wollte damit fliehen. Nix da, das bleibt schön da. Au! Columbina zog dem Dieb geschickt mit der Pfanne eins über, dieser ließ den Nussknacker fallen und sprang fluchtartig in den Kanal. Lasst ihn nicht entkommen! Au! Kapitan und Sergente waren losgerannt. Da es aber dunkel war, stießen sie zusammen und der Dieb konnte entkommen. Nutzlos! Er ist weg! Wow, Columbina, fantastisch, wie du dem Eisen überzogen hast. Grazie. Pantalone raste panisch herbei. Schätzli, ist alles in Ordnung? Ich hab mir nie mehr so erschrecken. Pantalone lief auf Columbina zu. Mir geht's gut, Und er meint natürlich den Nussknacker. Pantalone war an Columbina vorbei zum Nussknacker gerannt und hielt nun seinen kostbaren Besitz wie ein Baby im Arm. Du bist so tapfer gsi. Papa schaut, dass dir nie wieder so etwas passieren kann. Ab jetzt werden alle ein Auge auf meinen goldenen Nussknacker haben. Und zwar besonders du, Columbina. So ein fantastischer Reflex wie deine muss man ausnutzen. Oh, danke vielmals. Was ist denn das? Rauch! Das ist das Haus vom Dottore. Jesus, der Arlecchino ist doch dort. Wir müssen sofort helfen, Sergente! Si, Capitano. Aber wir müssen doch den Nussknacker bewachen. Ihr tünt ihn einfach in Safe. Sie haben den Safe? Natürlich. Wieso haben sie denn nicht von Anfang an? Ach, ist doch egal. Los, wir müssen sofort dem Dottore und Arlecchino helfen. In der Zwischenzeit war das Haus von Dottore in Flammen aufgegangen. Menschen mit Wassereimern bekämpften das Feuer und konnten so verhindern, dass es sich auf andere Häuser ausbreitete. So ist es gut, Männer. Es darf sich nicht ausbreiten. Dottore und Arlecchino, hat sie jemand gesehen rausgekommen? Wir haben bis jetzt noch nicht reingehen. Die Flammen sind zu stark. Arlecchino, Dottore! Nein, Columbina, du kannst da nicht rein. Das ist zu gefährlich. Überlass das den Profis. Sergente, Decki! Si, Capitano! Sergente schnappte sich 2 Decken, die auf einem Wagen lagen, und sprang mit denen in den Kanal. Capitano sprang hinterher. Beide kamen völlig durchnässt aus dem Wasser, legten sich die nassen Decken über den Körper und stürmten in das brennende Haus.
Arlecchino! Wo bist du? Dottore fing es an, schwarz vor Augen zu werden. Dottore! Arlecchino! Ich bin hier! Dottore! Schnell, Sergeante! Bringen Sie den Dottore raus! Sì, capitano! Kommen Sie, Dottore! Arlecchino! Ich suche ihn! Los, raus! Sergeante kam mit Dottore aus dem Haus gerannt. Dottore! Arlecchino! Wo sind meine Brüder? Capitano sucht nach ihm! Wo sind Arlecchino! Capitano! Am nächsten Morgen war der kleine junge Federico mit einer kleinen Gondel unterwegs. Er war im Auftrag von Signore Diego zum Einkaufen geschickt worden. Dieser hatte ihn vor kurzer Zeit bei sich aufgenommen, da Federicos Eltern bei einem Unfall ums Leben gekommen sind. Großonkel Diego hat heute eine gute Laune gehabt. Ich darf sogar ein Zuckerrohr für mich kaufen. Was ist das denn? Da treibt ja etwas auf dem Wasser. Auf einem Stück Holz lag bewusstlos eine kleine Person, nicht größer als eine Maus. Das Stück Holz trieb direkt auf Federicos Gondel zu. Ist das eine Puppe? Nein, es bewegt sich. Federico fischte ganz sanft das kleine Männchen aus dem Wasser. Beim genauen Betrachten erkannte er, dass das Männchen bunte Hosen hatte. Arlecchino? Was ist denn mit dir passiert? Arlecchino lag bewusstlos in Federicos Händen. Ui, du hast ja ganz schlimme Verbrennungen. Und geschrumpft bist du auch. Am besten bringe ich dich ganz schnell heim und pepp dich wieder auf. Aber Großonkel Diego darf dich nicht sehen. Ich tue dich am besten in meiner Bauchtasche verstecken. Federico legte den kleinen Arlecchino behutsam in seine Bauchtasche und eilte schnell nach Hause. Ende von Kapitel 3. Geschichte vom goldigen Nussknacker von Linda Weidmann. Auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal. Grazie mille for watching the lesson. Please subscribe.